gehabt? Ja. Oh, alle sind jetzt schon weg. So neugierig. Ach, und vergesst nicht die Hinweise auf der Infotafel. Am Dienstag haben wir ein Special Call in Mathematik, am Mittwoch gehen wir schwimmen und am Donnerstag führen wir ein Theaterstück in der 1a und der 2c auf. Ich verstehe kein Wort. Es sei Mensch, was ist das? Und was ist ein Special Call? Langsam. Kannst du nicht Englisch? Ich erkläre dir das. Schau, das ist ein Special Call. Wenn sich der Lehrer ein oder mehrere Kinder holt und ihnen was Neues erklärt, dann spricht man von einem Special Call. Dieser kann aber auch für die ganze Klasse sein. Aber fangen wir mit einem Assignment an. Was ist denn das? Assignments nennt man die Arbeitsaufträge, die wir bekommen und in einem bestimmten Zeitraum fertig haben müssen. Das ist ein Matheplan. Heute ist Montag und am Wochenbeginn halten wir uns immer an den Stundenplan. Erste Stunde Mathematik. Daher fange ich auch mit Mathe an. Ab morgen kann ich mir dann aussuchen, was ich arbeiten möchte. Und das gilt für alle Gegenstände? Nein, nur für die Tolkenfächer. Das ist Deutsch, Mathe, Geografie, Biologie und Geschichte. Sonst ist normaler Unterricht. Das ist aber interessant. Zeigst du mir, wie das funktioniert? Na klar, schau, zuerst musst du unterschreiben. Wieso denn das? Damit erklärst du dich einverstanden, die Aufgaben des Plans ordentlich zu erledigen und dein Bestes zu geben. Das ist ein Vertrag zwischen Lehrer und Schüler. Und was steht in diesem Vertrag? Langsam. Punkt für Punkt. Da siehst du, wie lange du Zeit hast. Das ist die Kontrollleiste für den Lehrer und das ist dein Lernstoff. Okay, machen wir die erste Arbeitsaufgabe gemeinsam. Gut, am Anfang steht meistens ein kurzer Text, um uns neugierig zu machen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Du gehst in eine Tolkenklasse und ich gehe in eine Tolkenklasse. Du wirst sehen, bald kennst du dich auch so gut aus wie ich. Probieren wir das aus? Schau, links sind zwei Gewichte und da rechts auch. Wenn sie gleich schwer sind, dann ist die Waage im Gleichgewicht. Und das nennt man eine Gleichung. Das heißt, links und rechts muss immer das gleiche sein. Ha, wir haben die Lösung. Links und rechts vom Ist-Gleichzeichen muss immer derselbe Wert sein. Jetzt kannst du mir gleich deine Unterschrift geben. Partnerkontrolle. Den ganzen Namen? Nein, nur die Anfangsbuchstaben. Und was machen wir jetzt? Pass auf, ich erkläre dir noch schnell das Wichtigste. Pflichtaufgaben, die müssen als erstes erledigt sein. Ist eine Aufgabe fertig, dann kontrollierst du die Lösung. Hast du alle Aufgaben fertig, dann gehst du zur Lehrerkontrolle. Aber Achtung, der Lehrer fragt dich, ob du das alles auch verstanden hast. Oder er gibt dir manchmal ein Beispiel zum Lösen. Hast du das alles gut überstanden, dann darfst du dort auf der Magnettafel um ein Feld weiterfahren. So sieht der Lehrer, wie weit du bist. Hast du auch Hausübungen? Ja und nein, das hängt von mir ab. Eigentlich könnte ich immer was zu Hause machen, aber ich muss nicht. Nur die, die recht schwach sind oder sich nicht an die Regeln halten, die bekommen eine Hausübung. Aber bei denen ist es sowieso ganz anders. Wieso? Naja, wenn du nicht ordentlich lernst, dann sitzt du am Tisch beim Herrn Harold. Wer ist denn das? Das ist der zweite Mathelehrer mit einem riesigen Bart. Der sagt dir genau, was du machen musst. Bei dem ist es wie im ganz normalen Unterricht. Und bei ihm gibt es auch immer eine Hausübung. Weißt du, in Deutsch, Mathe und Englisch sind bei uns oft zwei Lehrer. Was? Die Stunde ist schon vorbei? Beim freien Arbeiten vergeht die Zeit im Nu. Wie geht es jetzt weiter? Halten wir Pause? Heute schon, aber zunächst müssen wir unsere Unterlagen für die nächste Stunde vorbereiten. Und was brauchst du dazu? Ich mache Biologie, daher brauche ich meine Biologiemappe, das Assignment und mein Biologiebuch. Das Assignment sieht doch ganz anders aus. Ja, hier bekommst du kurze Arbeitsanleitungen, was du machen sollst. Daher kannst du auch freier arbeiten.
Da gibt es immer eine ganze Menge von coolen Unterlagen, die wir verwenden dürfen. Computer, Spiele, Rätsel, interessante Bücher, Versuche und was weiß ich noch alles. Und woher kommt das alles? Das funktioniert so. Unsere Eltern zahlen einen Beitrag in die Klassenkasse und unsere Lehrer gehen einkaufen. So ist immer was Neues da. Aber auch hier geht zuerst die Pflichtaufgaben, dann die Zusatz- und zum Schluss die Wahlaufgaben. Und je mehr du arbeitest, desto besser wird die Note. Das ist ja toll. Aber was ist, wenn ich mich nicht auskenne? Ganz einfach. Dann kommst du zu mir oder du gehst zu einem Spezialisten. Einen was? Einen Spezialisten. Das sind Schüler, die sich in diesem Fach besonders gut auskennen. Und woher weiß ich, wer Spezialist ist? Das steht dort an der Tafel. Und wenn der sich auch nicht auskennt? Dann hilft nur noch eins. Du gehst zum Lehrer. Sind die nett? Nicht immer, aber immer öfters. Wenn wir zu laut oder zu schlampig arbeiten, dann gibt es schon Schimpfer. Aber im Großen und Ganzen sind alle nett. Vor allem versuchen sie immer zu helfen. Und neben wem sitzt du, wenn ich nicht da bin? Das ist ganz verschieden. Bei uns gibt es keine festen Sitzplätze. Ich kann mir aussuchen, wann ich was machen will, mit wem und wo ich arbeiten will. Und wenn ich niemanden sehen will, dann arbeite ich alleine. Das heißt, ich kann machen, was ich will? Na, so ist es auch wieder nicht. Pass auf. Der beobachtet uns schon die ganze Zeit. Das merkst du gar nicht. Abdullah, du lernst Biologie auswendig und Adem, du machst ein Beispiel in Mathematik. Verdammt, das war wieder notwendig.